Es geht immer weiter, immer weiter zurück bei Marvel's Avengers. Und ja, die Frage ist, was wir jetzt bei Tony Stark, der wieder frisch bei uns im Team ist, noch hinzufügen könnten an, naja, Moves halten. Ich überlege gerade, was hier vielleicht ist halt, okay, den Move halten. Da wird er vermutlich am Anfang noch nicht wirklich dahinter kommen. Beziehungsweise noch nicht richtig einsetzen, wenn es ausreicht, wenn okay, der wäre zwar geil. Mal drücke während eines Sprints, okay, ist eine Option. Laserstrahl, halten wir aus gewissen Lasern. Mir Schaden verursacht. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ausgerüsteten Raketen, okay. Momentan haben wir noch gar keine. Hätten wir hier noch Schönes. Arc-Verlängerung. 3 Sekunden, ne? Angriffsheldenfähigkeit. Der Unistrahl. Ja, gut, den haben wir schon. Die Frage ist, ob wir irgendetwas, was wir hier noch verbessern können. Verteidigung mäßig oder so. Verbraucht, okay, überladene Energie. Da hier verbessern. Ja. Was mit den Lasern können wir machen? Ich denke mal, Laser werden wir vermutlich früher bekommen. Als Raketen würde ich jetzt auch mal vermuten. Das heißt, wäre vielleicht doch der hier unten noch etwas. Die Arc-Überladung. So. Ja, dann mal umgucken, wa? Jarvis, Papa ist wieder da. Du kannst die Kindersicherung am Tech-Labor entfernen. Verzeihung, Sir, das habe ich buchstäblich nicht in der Hand, weil Master Bruce gerade neu verkabelt. Master Bruce vor allem. Ob Tony das cool findet? Ich weiß nicht. Buchstäblich nicht in der Hand. Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey Tony, ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Hier wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Nö, nicht wirklich. Wir können mal gucken, was in Tony Starks Quartier abgeht. Eigentlich müsste das ja jetzt Sir, offen nur für sein. den Fall, Ihr altes Zimmer ist noch intakt. Papa ist zu Hier Hause. sieht's ja aus. So haben Sie es verlassen. Als ich auf der Ranch gelebt habe, hat es Jahre gedauert, bis ich nicht mehr laut mit dir geredet habe. Jarvis macht Kaffee, Jarvis leert den Abwassertank. Jarvis, wo sind meine Socken? Es freut mich, dass Sie ohne mich überlebt haben, Sir. Es ist schön, wieder da zu sein. Ja. Jarvis, kannst du diese ganzen Memos für mich lesen? Und fang jetzt nicht mit regelmäßiger Wartung an. Ich weiß, dass du mich hörst. Aber hat wohl keinen Bock auf dich, tja. Das kommt davon, wenn man irgendwie eine künstliche Intelligenz zu intelligent macht. Ich hatte doch hier eine Reserve. Hä? Die Gitarre? Ja? Steht er da? Verstehe nicht, was er meint. Zum Haupthangar gehen, ja, ist mal soweit klar. Die fragen sogar gerade. Ich bin Phil Shelton und melde mich live von irgendwo in Utah. Wo sind wir nochmal? Oh, ich bin live.
Nach der heutigen Notfallwarnung von AIM kann ich bestätigen, dass sich Iron Man und Hulk gemeinsam in einer abgelegenen Gegend von Utah der Verhaftung durch die Behörden widersetzt haben. An der Ostküste hat eine kleine Gruppe im Heroes Park von New Jersey ihr Wiederauftauchen nach über 4 Jahren gefeiert, bevor die Polizei sie zerstreute. Eine AIM-Sprecherin sprach von Prä-A-Day-Ansichten und warnte vor alarmierenden Anzeichen geistiger Instabilität bei Iron Man und Hulk in den letzten Jahren. Wir wissen alle, was passiert, wenn derart mächtige Wesen außerhalb des Gesetzes operieren. Und genau das tun sie jetzt wieder, warnte sie. Wir werden den Verlust weiterer amerikanischer Städte nicht riskieren. Zitat Ende. Falls jemand weiß, wo sich die früheren Avengers aufhalten, soll er sofort ein AIM Callcenter kontaktieren. Bullshit. Ein AIM Callcenter. Hm. Ah, die alte Kantine. Ja, sieht genießbar aus. Sehr schön. Moment, hat das nicht vorher funktioniert? Okay, Jarvis, Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh, ich bin etwas eingerostet. Ja, finde ich auch. Schwache Leistung, Toni. Ah, schöne Sprüche. Den kann man auch rausnehmen. So, Maximalkraft bei 9 ist jetzt natürlich nicht viel, das wissen wir. Aber da kommt noch mehr. Den kann man zwar auch boosten. Was haben... Entschuldigung. Mann! Was haben wir hier? Plasmabeschleuniger. Ach, das sind Naturangriffe. Vor so einem Plasmaschaden. Plasmaenergie frei. Tapferkeit 4. Schwere Absicherung. Das schwere Waffgewehren. Den finde ich hübsch. Moment, der ist der, okay. Ja, den kann ich jetzt noch, weil den kann ich nur 3-mal upgraden, aber den kann ich ein paar Mal öfter upgraden. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wie aufregend. Ach ja, herrlich. So, da muss ich also hin, okay. Gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Das ist auf der Quintchat. Ah. Die Truhe sieht auch hübsch aus. Ja, ansonsten wohl nichts viel Neues. Bevor ich wieder runterspringe, nimmt mich doch Wunder. Ja, man kann hier auch ganz normal runter. Reaktor gewaltsames Beben, das klingt geil. So, und hier komme ich. Das geht seltsamerweise ganz normal auf. Wir wissen, dass hier eigentlich nichts ist, außer... Ah ja, der Harm Room. Das Trainingscenter mit der AR-Technology. Guck nur mal, was überall noch für Truhen rumstehen.
Okay. Jetzt noch was. Und Repulsor. Boah. Wieder weniger ein bisschen Standard war, also nichts Besonderes jetzt. Bis jetzt zumindest. Hat hier irgendwas übersehen? Ne, schimmert auch nix. Ne, die ist offen. Gehen wir doch einfach mal darüber. Leicht schockend, der gute alte Tony. Mal ganz kurz hier gucken. Den hier, da ist der Plasmenbeschleuniger, genau, da ist also nichts Neues. Das ist eine Stufe 8, aber hat sonst nichts. Komplexive Unverwundbarkeit. Der ja auch, war? Nee. Waff. Standskraft 3. Nicht genügend Ressourcen. Ja, aber zum Anlegen wird es reichen. Tja, das ist das Problem, wenn er halt auch zu schnell upgradet, sag ich jetzt mal. Aber mal gucken, mal gucken. Starker Bass. Keine Vorteile verfügbar. Nee. Gewaltsames Beben. Noch Powerangriffe, okay. Der hat nur 3 von 3 Boosts, beziehungsweise nur 3 maximal zur Verfügung. Ja, komm, mach mal den. Oh ja, das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiatorkerne. Moment. Haben die größeren Aimbots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache... Bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Dabei wirkte bis jetzt gar nicht irgendwie so, dass Kamala irgendwie Zweiter Depri Stock wäre. der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Sie, Sir. Natürlich. Natürlich. So, warte mal. Dann betrete ich jetzt also das Zimmer eines Teenagers. Ich werde erstmal anklopfen. Wow. Hey, Tut mir leid. klopf doch an. Ich hab's versucht. Das ist eine Klopffaust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crewquartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du. Mann. Nein, das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Mators Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster? Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Burkini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt Der du? ist cool. Ich denke, ich sollte was anderes Warte. anziehen. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das meine ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce,
Der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einem ans Herz. Hey, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs. Oh Mann, ey. Also, wenn das so geil, vor allem wenn der Rest der Crew hier ist. Weil vor allem, wenn wir schon vorhin das Thema vom Tor hatten, wo ist der überhaupt? Ist er einfach zurück nach Asgard, weil ihn halt hier nichts mehr hält, oder was sonst? Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung... Ah, gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer. Langsam erwacht hier alles wieder zum Leben, was? Willst du ein Kompliment hören? Nein, nein, war nur eine Feststellung. Endlich daheim. In einer Bruchbude, oder? Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. In meiner alten Werkstatt ist alles, was wir brauchen. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Wärmesignaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald sie bereit sind. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. Ja, so einfach kann es gehen. Rüstungstyp. Rüstungsprototyp Outfit, okay. Ah. Ja. Provisorische Rüstung. Heißener Wille. Ja, eben das als eine eine erste Rüstung, wenn man so will. Sieht gut aus, gefällt mir. Mission. Das ist also eine Mission mit ihm, sag ich jetzt mal. Also man sieht ja, insgesamt haben wir 4 Missionen. Die Frage ist halt, Kampagne ist zu 14% abgeschlossen, okay. Die Frage ist generell auch die Mission mit Hulk oder quasi jetzt mal die Side-Quests oder die charakterspezifischen Quests oder Missionen von mir aus. Wann beginnen wir mit denen oder wie wollen wir das angehen? Wäre hier die Idee, dass wir vielleicht erstmal selber noch einfach ein gewisses Level auch erreicht haben, von der Stärke her und so, und dann nachher alles ein bisschen durchwaschen, damit es schneller geht, oder mache die einfach Step by Step die ganzen Missionen? Schwierig. Schwierigkeit wählen, Missionsreihe nicht mehr folgen. Ne, wird schon so, also Schwierigkeit, ja, ist so normal, also in dem her. Kann ich Schwierigkeit ja eh nicht irgendwie einstellen, geht ja gar nicht. Insofern, naja, komm, Mission wählen. Gehen wir alleine los? Ernsthaft? Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Leider ist es extrem gut bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Ja, auch nicht. Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen.
Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Höchstens 2. Wir müssen schnell sein. Aktualisiere Ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Oder so. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Oh, ihr habt Zeitdruck. Klar, beeilen wir uns. Jo, würde ich auch sagen. Und vor allem würde ich sagen, das machen wir dann vor allem in der nächsten Episode wieder, Freunde, zurück bei Marvel's Avengers. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao zusammen.